Es geht weiter, immer heiter, hier mit Fire Emblem. Jo Leute, und heute in der heutigen Folge wollen wir sagen, wieder mal ein großes Thema. Zuerst mal, wegen der Zeitlänge noch. Muss man auch mal so noch ein bisschen definieren, weil der letzte Part dann doch ein bisschen grandios überlänge, sodass ich mir jetzt doch mal dazu entschließen muss, dass ich die Parts künftig sehr kürzen muss. Also was heißt sehr im Vergleich zum letzten Part natürlich. Das heißt, eine normale Standlänge von 25 bis maximal 30 Minuten. Maximal 30 Minuten. Sollte, ja, Standard sein. Nicht irgendwie da plötzlich mit 35, 40 Minuten und so weiter werden, weil sonst kommen wir überhaupt nicht mehr her mit Aufnehmen, mit Hochladen und so. Vor allem, wenn plötzlich alle Projekte so lang sind, natürlich ziemlich noch scheiße. Aber egal, anderes Thema. Ein Schutzgespräch, genau, glaube ich, noch 1. Und von noch ganz kurz, wie ihr sehen könnt. Ich habe mal die Zeit genommen, offscreen zu gucken, wem können neue Waffen geben, wem können wir etwas Neues kaufen, etc. etc. Bei mir sieht es so gesehen relativ normal aus, ein Doppelkatana für, naja, Waffenvorteil umkehren halt, wenn man es bereits kennt. Asura ist gleich geblieben, Hinoka, den habe ich noch vor allem aus Silbernaginata gegeben, plus die Donnaginata wegen der Magie. In der Hoffnung, dass man bei ihr ein bisschen, ja, auch mit der Magie noch reinhauen kann. Sollte aber soweit ganz gut klappen. Sakura, unsere Priesterin, Bronze Yumi, ja, was besser kommt momentan nicht übrig. Dann die Falle, natürlich auch sehr wichtig, Gegner plötzlich gefangen zu nehmen. Noch ein bisschen Schweigen, Sonnenfest und, sogar nochmal, wie soll man nochmal Schweigen, hallo? Ich habe 2 Schweigen. Sind wir von Schweigen Lämmer oder was? Nee, einmal reicht doch wohl. Achso, doch, ich weiß wieder, ich wollte eigentlich noch was für sie kaufen, aber plötzlich kein Geld mehr. Ja, ich wollte eigentlich für sie noch das Mondfest kaufen. Klingt ein bisschen abgehoben, wäre aber cool gewesen. Ja. Was Herbstfest, ne, war schon Mondfest. Das Problem ist, ihr seht, ziemlich teuer. Müssen wir also aktuell noch ein bisschen verschieben. Dann gebe ich ihr halt, ja, wenn es sein muss, halt so ein Mittel noch. Silas, unser Erzritter, ja, dann will ich halt ein bisschen versuchen. Alle 3 Typen müssen trainieren. Man sieht es ganz gut: eine Bronzekeule, Langspeer, Stahlnaginata, Stahlschwert und für andere Panzertypen halt ein bisschen Panzerbrecher. Und dann auf Panzerknack ist auch ganz nett. Generell natürlich noch viel zu wenig Geschwindigkeit, das muss noch besser werden. Orochi, ja, da hoffen wir bald mal drauf, dass sie Rang A erreicht, wegen Schlangengeist. Ansonsten, dass sich entwickelt hat, Blütenfest noch zum Heilen. Genau. Oboro, natürlich ganz wichtig, sie hat hier immer noch nur Lanzen, deswegen Silbernaginata, Doppelnaginata für den Waffenvorteil, Bestientöter sowieso und Eisennaginata. Weil ich gesehen habe, dass Silbernaginata, also generell Silberwaffen, die reduzieren die Stärke nach dem Einsatz. Und ja, bei Oboro, wenn sie halt da nur so mit Naginata einsetzen kann, aktuell halt noch, ja, deswegen die Eisennaginata als Reserve oder alternativ wohl eher. Kagero, Meisterziel noch gegeben für bald die Entwicklung, ansonsten Super Shuriken, Doppel-Shuriken, auch wegen Waffenvorteil. Und der Bo-Shuriken, damit es auch ein bisschen noch wehtun kann, wa? Kane ist soweit klar, ist nichts geändert. Scarlet, da eigentlich auch nicht groß, die Wurfkolle könnte noch neu sein. Ich glaube zwar ja weniger. Rinka bei ihr, ja, halt Donneraxt, Rattengeist, das muss bleiben. Ich will sogar bei ihr cool, so ein bisschen mehr Magie drauf packen. Und vor allem mehr Resistenz, weil wer sie echt immer in der Hinsicht hätte, die kann es überall hinstellen. Die fängt die alles ab, die kontert alles ganz krass, sei sie mit Rattengeist oder ob sie mit Donneraxt. In Waffenvorteilen, so waren natürlich auch keine Doppelaxt und deswegen, jo, Silberkollen, große Kollen noch. Zur Ergänzung Ryoma, bleibt noch so, wenn er ist. Zumindest aktuell noch. Felicia. Die will ich ein bisschen mehr trainieren, vor allem, weil ich gesehen habe und auch gekauft habe, und zwar das Feuer-Shuriken. Oh yeah, mit Magie. Shuriken mit Magie einsetzen. Das könnte sie noch wehtun, ansonsten Rettung Herbstfest, damit auch sie noch ein bisschen, ja, wegen Waffenvorteil, Waffenvorteil sage ich schon. Nee, natürlich wegen den, ja, heißt schon wieder. Wegen Waffenlevel, Waffenrang, wie auch immer. Damit das noch ein bisschen trainiert wird. Eisendolch generell Standard, Haarshuriken, das war ja Woman exklusiv und Feuershuriken eben. Deswegen Hanna, Hayota ist jetzt mal weg, habe ich momentan gesagt, weil ich glaube, ehrlich gesagt, ich trainiere die nicht mehr wirklich. Und Jacob genauso. Natürlich nicht zu vergessen, Takumi.
Doppel-Yumi halt wegen Waffenviertel umkehren, Illusions-Yumi und Setsunas-Yumi. Und natürlich Meistertitel noch zur baldigen Entwicklung. Übrigens, bevor ich es vergesse, Schmiede. Denn ich kann ja offenbar bei Takumi noch Setsunas Yumi schmieden. Es geht uns um 4. Ja, natürlich. Genau. Setsunas Yumi. Bonus plus 1, genau. Treffer, okay, ist nur das erhöht, wa? Ja, da war es ehrlich gesagt nichts Besseres, also lassen wir es mal so. Gut. Ich glaube, sonst reißt echt nichts. Nö, passt. Also dann auf zur neuen Runde. Wie gesagt, ist ein bisschen kürzer wieder die Parts, oder wohl eher normale Länge, weil kürzer bedeutet noch kürzer 20 Minuten und so, aber mache trotzdem 25 bis maximal 30 Minuten eben. So wie es ja auch sein sollte. Genau, so sagt sie auch. Noch aufwerten hier, machen wir Liliths Tempel noch, damit halt die Lilith selbst ein bisschen mächtiger wird. Jo. Natürlich kann ich gleich noch einmal sie füttern gehen. Machen wir mal ein bisschen Reis, ja. Eben nur 4 sicher. Ja, ist natürlich vegan, ne? Ist ja schon gesund und so. Und vegetarisch ist ja auch, aber ab und zu noch ein bisschen was anderes. Tut so ein Astraldrachen sich auch noch gut. Danke mir doch, Michael. Ja, kein Problem. So. Jetzt kann ich theoretisch noch einen Goldbarren verkaufen, aber der bringt sowieso nicht viel ein, von dem her. Ja, take your time. Genau, Goldbarren. Ich habe noch ein Herzsiegel. Genau, Waffenschriftrollen und die ganzen Items hier. Wegen den Erhöhungen. Die mache ich erst dann, wenn ich mit allen Charakteren etwa Level 5 habe. Also sprich weiterentwickelten. Weil ich dann ungefähr sehen kann, welche Richtung sie sich entwickeln. Sprich, welche Werte eher begünstigt werden, welche weniger. Dann kann ich die ja besser einsetzen halt. Waffenschriftrolle wäre natürlich vor allem für Silas und Michael ganz praktisch, weil sie haben ja 3 Waffen insgesamt. Oder er hat 3 und Silas hat auch 3. Das Problem ist, ich weiß noch nicht genau, und da will ich mich auch nicht spoilern lassen, will ich jetzt wirklich selber rausfinden. Gibt es hier bei Fates, gibt es hier auch Rang S oder gibt es nur Rang A? Weil es gab Fire Emblem Spiele, da konnte man mit Trainieren Waffenlevel nur bis Rang A. Weiter ging nicht. Aber mit der Waffenschrift konnte es noch bis Rang S machen. Wäre natürlich doof, wenn die Waffenschrift bereits vorher schon alle verpulvert hast. Daher, ich glaube nicht, dass es hier noch ist, weil entweder war es bei Awakening so, oder, nee, ich bin ziemlich sicher, es war bei Fire Emblem 9, Path of Radiance, hat auch Let's Played. Dort war es, glaube ich, so, dass man da echt, und da dachte ich mir so, okay, ich warte jetzt mal ab. Sei es Inuka oder sei es Orochi, die wird eher soweit sein. Sobald die halt Rang A haben auf ihren Waffen, dann sehe ich sie am ehesten, okay, geht's noch weiter oder ist der Balken weg? Yes, ich finde sie auch. So. Ansonsten steht unser Team, ist gut ausbalanciert, passt. Ja, dann hier 3 rausholen, aber keinen Bock drauf, Leute, wenn wir die Story weitermachen. Vor allem, ich habe insgesamt 3 Fire Emblem Fates Let's Play noch vor mir und ich denke, vor allem Herrschaft wird sehr lange dauern. Weil er da möglichst keine Einheit verlieren möchte. Im Gegensatz zu hier wasche ich mehr oder weniger nur ein bisschen durch. Dann Offenbarung ist sicher wieder episch, also insgesamt würde mich nicht wundern, wenn alle 3 Let's Plays zusammen das 200 Parts hätten. Und daher, jo, legen wir wieder los. Dorf des Eisclans. Mit Jaguarsworn im Hinterkopf macht sich die Gruppe zum Dorf des Eisclans auf. Die Bedeutung der Worte wird allen mehr als klar, als im Dorf ankommen. Oho. Kann es sein, dass der Verräter eine zu zeigen gibt? Kapitel 17. Verschollen im Eis. Ich schätze, wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist klirrend kalt hier draußen. Für mich fühlt es sich gut an, aber ich weiß, dass es nicht für jeden gilt. Bleibt nah beieinander. Es wartet am Ende eine warme Hütte auf euch. Danke, Flora. Ich muss auch deine Planung des Weges loben. Irgendwie haben wir es den ganzen Weg geschafft, nicht mit norischen Truppen zusammenzustoßen. Ja, wahrscheinlich hatten wir nur Glück. Sie hat recht mit euch, Michael. Das war einfach nur die kürzere Route. Hätte ich uns angeführt, hätte ich denselben Weg genommen. Warum musst du mich immer übertrumpfen, Schwester? Was soll das bringen? Wovon redest du? Versuch doch gar nicht zu übertrumpfen. Du bist diejenige, die immer perfekt gewesen ist. Ich habe immer zu dir aufgesehen.
Oh, verzeih, ich weiß ja, was mich überkam. Danke für die freundlichen Worte. Ja gut, sind natürlich schon ähnlich, aber wie kann es so unterschiedliche Haarfarben haben? Wobei, ist bei uns auch so, wa? Unsere Familie. Von dem her, lass es dir nur nicht zu Kopf steigen, ja? Für den Rest der Gruppe, ja, die beiden waren schon immer so. Ich die Zeit vermisse. Was ist los, Michael? Du scheinst neuerdings ein wenig neben dir zu stehen. Naja, um ehrlich zu sein, unsere Begegnung mit Jago beschäftigt mich immer mehr. Der Gedanke, dass ich hier nicht ihm vertrauen kann, nagt an mir. Aber mein Vertrauen wurde mir schon einmal zum Verhängnis. Das passt nicht zu dir, Michael. Du bist dabei, ein großer Anführer zu werden. Und du gehst mit gutem Beispiel voran. Wenn du deinen Truppen nicht vertraust, wie sollen sie dann dir vertrauen? Lass dich von dem Vorfall mit Sola nicht verunsichern. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass sich die Dinge verändert haben. Es geht jetzt um so viel mehr, als ob die Situation nicht schon ernst genug wäre. Betrachte mir die Dinge mit etwas Abstand. Vertraust du mir, mein Bruder? Natürlich tue ich das. Na schön. Wie sieht es mit Sakura und Takumi aus? Denke auch über Hinoka, Asura und Silas nach. Ist einer von ihnen verdächtig? Natürlich nicht, ich vertraue ihnen. Wie kann sie da so sicher sein? Naja, ich bin es einfach. Ich weiß nicht, es ist wohl so ein Bauchgefühl. Und das ist der Punkt. Dieses Gefühl ist eine Schwäche, aber auch eine Stärke. Du besitzt ausgezeichnete Menschenkenntnis und natürliches Charisma. Doch dir fehlen die Jahre Erfahrung, die für ausgereifte Entscheidungen nötig sind. Folge deiner Stärke, hör auf deine Intuition. Versuch nicht zu sein, wer du nicht bist. Danke, großer Bruder. Das Problem ist, dass meine Intuition sagt, dass Jago nicht gelogen hat. Egal, versuch mich auf die bevorstehende Aufgabe zu konzentrieren. Danke. Keine Ursache. Freunde, wir sind fast da. Plötzlich kommen die Feinde. Wo ist die warme Küche, die du versprochen hast, Flora? Nur einen Moment, Michael. Ich suche noch kurz die Dorfhelsen auf. Tu das bitte, aber komm schnell zurück, es ist eiskalt hier draußen. Oh je, schon mein Gesicht nicht mehr. Wie kann hier überhaupt jemand leben? Wenn die geboren wird, merkt man nicht einmal, wie kalt es ist. Also, der Rest von uns könnte warme Decken und ein Lagerfeuer gebrauchen. Nun, Flora wird hoffentlich gleich zurück sein. Ich will nicht, dass ihr denkt, die Eisklang wusste nicht, wie man mit Gästen umgeht. Ah, da ist sie ja. Hey, Schwesterherz. Flora, irgendwie ist es so kalt. Total putzig. Sie sind die Kälte einfach nicht gewohnt. Wir sollen sie dann nach drinnen bringen, damit sie sich aufwärmen können. Felicia, es tut mir leid. Was tut dir leid? Das, was uns gleich auch leid tun wird. Es wird immer kälter. Und ich kann nicht mal sehen. Was ist hier los? Was tust du, Schwester? Hör auf damit. Ich kann nicht. Ich kann Mila und Michael nicht erlauben zu leben. Der König Garen und das norische Königreich verraten. Das kann nicht dein Ernst sein. Flora, sei doch vernünftig. Das ist Wahnsinn. Nein, es ist der Wille des Königs. So sei Jacob, oder du wirst auch sterben. Wie kannst du es wagen? Na schön, wenn ich euch alle töten muss, wenn ich nicht so das zu tun. Ich habe euch gewarnt. Das kann nicht wahr sein. Ist das von König Garen und Jago kontrolliert? Hör auf damit und schließ dich uns wieder an. Gemeinsam beenden wir Garens Schreckensherrschaft. Nein, ich habe mich entschieden und ich handle aus freiem Willen. Was ist los mit dir? Felicia, sorge dich nicht, ich werde nichts tun. Du hast uns auch nicht verraten, aber sicher wird König Garen du hast uns auch verraten, aber sicher wird König Garen gnädig mit dir sein. Wenn du dich jetzt auf meine Seite stellst. Niemals! Wirklich? Komm, Felicia, ich bin jetzt deine Schwester. Gemeinsam schaffen wir das. Ich könnte Mila und Michael niemals angreifen. Ich muss ihn mir schützen. Du sahst nicht, was ich sah. Die Gräueltaten, die König Garen verübte. Hättest du sie gesehen, wüsstest du, dass Michael nach Gerechtigkeit strebt. Selbst wenn ich meine eigene Schwester um meinen Clan bekämpfen muss. Ich stehe auf der Seite von Mila und Michael. Ich wünsche, ich hätte eine Stärke. Die hast du. Kannst immer das Richtige tun. Nein, vergiss, was ich gesagt habe. Das geht schon viel zu lange so. Ich bringe es schnell zu Ende. Bitte nicht! Flora, ich glaube immer noch an dich. Ich weiß, König Garen, was mit dir gemacht haben muss. Aber wenn wir zusammenhalten, dann können wir ihn besiegen. Ich schwöre es. Flora, hörst du mir zu? Ich glaube, es ist ein Nein. Plötzlich... wieso plötzlich jetzt?
Da habe jetzt gerade die vorhin elegant übersprungen, könnte wohl auch sein. Gut, machen wir, ja, gut, machen wir jetzt. Hat's ganz schnell, geht er schnell. Ja, ich erinnere mich daran. So etwas würde ich niemals tun. Ich stimme dir zu. Seite kämpfen. Ich hoffe, dass auch du auf mich zählen wirst. Natürlich. Tja. Nur und Hoshido können doch gemeinsam fighten. Gut, Einheiten, wir können auch alles mitnehmen. Nichts, was ich gerne hätte. Scheiß, die Wand voll. Mir fehlt einer, verdammt, Takumi, der muss mit. Was haben wir einen großen Bruder hier und einen kleinen Bruder mit? Ganz groß war. So. Wie sieht's, was kann ich hier machen? Ah, nur drauf, okay. Schnell nach vorne. Das ist ein... Was bin ich jetzt? Holy shit, ist das ein großes Gebiet. Ich sehe die gar nicht. Och nö. Sag mal, wieso ist die als Dienstmann so verdammt stark im Gegensatz zu ihrer Schwester? Und Stärke, Fähigkeiten sind so verdammt hoch. Gut, anderes Thema. Ja, zu hoch für meinen Geschmack, aber gut. Es ist Schnee. Wer kommt hier am schnellsten voran? Wer überhaupt nicht? Offenbar keiner mit Probleme. Schön zu sehen. Natürlich ein Problem. Wir haben hier überall Häuser, wo ich natürlich überall hin muss. Das Problem ist natürlich, wo sind die Gegner? Ich sehe kein einziges Schwein da. Also die Fliegeneinheiten müssen schnell irgendwie durch. Kane ist auch relativ flott, die Karotte unterwegs. Du kommst also auch relativ schnell weiter. Oboro ist stark, Kagero ist stark, Takumi auch. Die Front stimmt also. Jetzt war Ring. Wobei, das stimmt mit dem Set. Moment, machen wir ganz kurz so. Ja, muss irgendwie reichen. Seltsame Mission hier war bloß ein Gegner. Wenn die bloß alle auftauchen. Alle besiegen vor allem. Ich sehe gar niemanden. Ich geh mal besuchen. Hallo. Die gibt's nicht zu holen. Nur zu. Töte mich, wenn du musst. Du sollst dich lieber ergeben. Du siehst, dass du ein Single bist, oder? Jetzt schon. Fimbul Winter mit dem Meistersieger. Danke, dass ich gerade alles gekauft habe, du Arsch. Ich kann ihn killen mit der Silbernaginate, bin aber nachher ziemlich schutzlos. Okay, lass mich raten, würde ich safe durchgehen, also sprich kein Haus anquatschen, kann auch keine Gegner. Wenn ich halt ein Haus anquatsche, kann es sein, dass Gegner kommen oder aber, dass ich ein Item kriege. Gehe ich auf Nummer sicher oder mache ich Meisteraxt, aber trifft ihn vielleicht nicht? Das nee. Vor allem Scarlet. Da gehe ich kein Risiko mehr ein, Leute. Die haben mich schon mal verarscht. Oder besser gesagt, sie haben mich zu oft verarscht. So. Ich habe ja das... Aha, ich komme auch so weit mit dir. Okay. Macht den passierbar. So, hab ich vorhin gar nicht gesehen, ich Trottel. Gut, die kann auch den Oka nachher machen. Die kommt, glaube ich, da am schnellsten durch. Jetzt, heilen eigentlich noch nicht wirklich nötig. Die kommen sowieso nicht. Nö. Nö. Wenn man sagt, erstmal Ninja-Style. Doppelschuh ist natürlich ein mächtiger Style, dummerweise kein Doppel... Oh, das ist schon besser. Tja, Ninja-Style. Ninja-Style. Ja, rest well, tschüssi. Jo, nicht schlecht. Sehr gut.
Takumi, du bist der Nächste, der hier ein bisschen losfetzen darf. Du hast im Prinzip die freie Wahl. Doppel-Yumi. Was ist schon mit Bogen? Ja, ist ein neues Waffendreieck, ich kann das einfach nicht merken, verdammte Axt. Moment mal. Shuriken war schwach gegen Bogen plus Äxte. Also kann man das im Prinzip gleichsetzen, wa? Jo Mann, Takumi ist zurück, genesen und mächtiger als jemals zuvor. Sehr schön, ein Meister-Yumi. Ja, wäre mal eine Idee, wa? Die Trefferschuss 120, ey. Aber im Prinzip ein Meister-Yumi, also kenne ich Maiswaffen noch aus anderen Fire Emblem Spielen und das sind eigentlich vor allem die Crit-Waffen, ne? Meister liefern immer diejenigen mit hoher Crit-Chance, hier irgendwie überhaupt nicht, also, Kannst du dich auch fragen. So, zweimal eine Axt, willst du dein Schwertlevel noch erhöhen? So. Dann kannst du ja, obwohl das wäre vielleicht eher etwas für Felicita. Ich weiß eigentlich ein bisschen Verschwendung. Aber so kriegt sie geile Level. Mhm. Gar nicht mal so schlecht. Wir hatten noch. Mochi hat die auch noch. Ja, klar, sie muss ja auch trainieren. Das Blütenfels ist natürlich. Ja, was soll's. Egal, natürlich kommen wir nicht dahin. Ich könnte sie natürlich stoßen. Nicht mehr. Tja, was soll's? Machen wir mal hier ein bisschen singen. I'm singing for you. Da kann man leider nicht, muss man hier oben durch und Da kommt hier unten noch jemand, wa? Sicher, sicher. Trotzdem noch so treffen, 55. Ich meine, klar, der Schaden, der war mir schon klar, dass er relativ hoch ist. Ja, hier oben wieder mal ein ähnliches Prinzip hier. Ich meine, ist wirklich sicher, was er da machen muss? Ich ja weniger. Drachenader aktivieren. Dann kommen wir hier durch. Sehr schön. Problem natürlich, die Gegner kommen hier auch durch. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt so intelligent. Naja. Ja, die Falle. Ja, kommt später auch, wegen dem Schweigen und so weiter. Mal gucken, ansonsten sieht sie echt. Ja, gehen wir hier trotzdem mal nach vorne. Das wäre dann in der nächsten Runde eine Option, ihn zu besuchen und zu gucken, ist da jemand drin? Wenn ja, killen und sonst. Erstmal wird sie sich entwickeln. Und zwar zum Meister-Ninja. Stärkefall, Magie braucht wie gesagt noch keine. Klingt zweimal ganz geil. Fähigkeit plus Geschwindigkeit noch weiter drauf. Resistenz sogar noch. Oh, geil. Hält auch da ein bisschen mehr aus. Cool. Tüftler. Puppenmacher, der Shuriken und Yumis verwendet. Katana war also im Prinzip eine Mischung aus Case und Hana. Klingt schon mal geil. Tüftler hingegen, gut, hat ein bisschen mehr Stärke. Und Geschwindigkeit sinkt, das ist ein No-Go von Ninja, sorry, aber nee, also das, was sie eigentlich am besten an nachher wegnehmen. Eine ganz geile Idee, da kann man machen, meisten Ninja. Sie ist der Master of Disaster.
Sieht gar nicht übel aus. Finde ich allerdings auch. So, Takumi, du hast die freie, kannst sagen, freie Schusswahl. Du machst mit Rattengeist einfach zu wenig Damage. Ja, danach wäre natürlich geil. Nee. Du musst es trainieren, dein Yumi. Ist einfach immer noch elegant Stärke und Magie umschifft. Finde ich schon ein bisschen beeindruckend. Zwar auch nervig natürlich, aber auch beeindruckend. Doppel-Yumi. Okay, war doch nicht so, war. Bogen und Axt. Interessant. Ja, auf dem spielt es gar keine Rolle, was ich hier nehme. Nö. Sehr gut, kann langsam auch hinterher. Dann haben wir hier noch und wobei ich schon mal dabei bin. They're singing for you. Ja, plötzlich kommen mehr. Macht am ehesten. Die haben wir vorhin noch nicht gesehen. Was wird uns wohl hier erwarten, Freunde? Das und vieles mehr erfahren wir hoffentlich in der nächsten Episode wieder hier bei Fire Emblem Fates Vermächtnis auf dem Weg zu König Gaon. Und ganz ehrlich, ich meine, die Reise nach Nur kann eigentlich nicht so lange dauern, aber sind bereits stark genug für König Gaon. Oder wenn uns dann noch eine böse Überraschung erleben. Dies und vieles mehr das nächste Mal. Bis dahin, tschüssi. Kowski, yeah.